Stürmer muss ja aufpassen. Also er müsste dann doch darauf achten, dass er nicht zu sehr unten reinrutscht. Aber der Gewinner, der könnte sich dann wieder nach oben orientieren. Also deswegen ist das so eine packende Bewegung. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber nach diesem Schuss relativ früh. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Da sieht er die Lücke. Ja, das macht er gut, per Kopf. Ja, und dieser Abwehrspieler lässt überhaupt nichts anbrennen. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Gut gemacht. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Klare Sache für den Schiedsrichter. Er zeigt gelb. Gelbe Karte nach dieser rüden Attacke. Gut gesehen vom Unparteiischen. Wo sollte der denn hingehen? Und Achtung, aufgepasst, Pfosten, der Ball ist noch heiß. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Foul, ganz eindeutig. Und auf Foul folgt Freistoß. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Souverän geklärt. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. So, den muss er jetzt verbannen. Und jetzt hat er hier die Chance. Der Ball ist erstmal raus aus dem Strafraum und sie können hinten erstmal durchatmen. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Sowas nennt man eine kompakte Abwehr. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem... Oh, das ist noch heiß, das ist noch heiß. Der Ball ist im Tor aus, Ecke. Und er klärt die Situation mit diesem Kopfball.
Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, da kann er sich nicht beklagen, dass er hier gelb sieht. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Ein böses Foul, das müsste Freistoß geben. Denn die erste Halbzeit neigt sich schon ihrem Ende zu. Klasse Pass. Ganz clever, ganz cool gemacht vom Abwehrspieler. Gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Und nach 45 Minuten haben die Zuschauer noch keinen Treffer gesehen. Nach diesem müden Mittelfeldgeschiebe in den ersten 45 Minuten kann man nur hoffen, dass die zweite Halbzeit besser wird. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Da hat der Verteidiger einmal mehr sehr gut aufgepasst. Das ist einfach super, wie die da hinten drin stehen. Taktisch ganz diszipliniert. Sehr gut gerettet vom Verteidiger in dieser Szene. Ja, niemand scheint ihn ernstlich angreifen zu wollen. So eine Gelegenheit. Und was für eine Parade. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Aber da hat er sich dumm angestellt im Zweikampf. Natürlich sieht er deswegen gelb. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Klasse aus, wie wir den Ball mit dem Kopf weiterleiten. Hinten in der Abwehr stehen sie unheimlich kompakt. Und er hebelt die Abwehr. Ja, und da sagt der Torhüter, hier hat keiner was verloren. Das ist meiner. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. So, jetzt müsste es schnell gehen. Gute Kontergelegenheit. So, die Spieler wärmen sich am Rand des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Und jetzt muss er schießen. Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. Abseits. Ja oder nein? Und solche Ballverluste können teuer werden. Ein wunderbarer Pass. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Gute Möglichkeit zum Flanken. Achtung, jetzt brennt's! Eckball. Ja, da freut man sich als Torhüter, wenn man so einen Eckball serviert bekommt. Weg mit dem Ball.
Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Ja, das hat er gut gemacht. Wie knackst du am besten eine Abwehr über außen? So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. Ja, das hat er gut gemacht mit dem Kopfball. So wollen wir das sehen. Oh, die Verteidigung unaufmerksam. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ein Albtraum für die Stürmer. Diese Abwehr hat bisher fast auf alles eine Antwort. Oh weia, das sah überhaupt nicht gut aus. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Und jetzt drängt sie nach vorne. Ja, warum nicht? Der ist drin! Ja, Tom, jetzt guck doch mal, wie er sich freut. So ein Tor kurz vor dem Ende. Was für eine Dramatik. Okay, sie sind jetzt vorne und jetzt werden sie wahrscheinlich ihren Vorsprung mit Mann und Maus verteidigen. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt gelb. Sie halten sich hier wirklich nicht zurück. Die wievielte Karte war das jetzt? Da sieht man gleich, der hat was auf sich ab, Junge. Nutze die Chance. Tor, unglaublich. Sekunden vor Schluss erzielen sie hier den Ausgleich. Wahnsinn. Fantastisch, wie er dieses wichtige Tor gemacht hat. Kein Wunder, dass er sich jetzt so freut. Ja, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Einen Vorwurf kann man beiden Mannschaften nicht machen. Sie haben beide auf Sieg gespielt, aber das Ergebnis am Ende friedlich unentschieden. 1:1. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.